Platt in der Welt. Zwischen 1817 und 1847 sind rund 740.000 Deutsche utwandert. Meestendeels hätte blanke Not wegtreben. Die deutsche Wirtschaft wär leg an, dat hätt für Spannung sorgt, die Menschen han Hunger und kein Utsichten ob ein gaudes Leben. Und da sind sie hintrocken. Nach Sibirien in Russland. In den Vereinigten Staaten von Amerika sind sie nach Kansas, Iowa, New York, in den Wilden Westen und nach Seattle gegangen. In Südamerika hebt sie sich in Brasilien, Paraguay, Argentinien und Chile ein Hus abbaut. Und in britisch Nordamerika sind sie in Kanada sesshaft worden. Auch nach Afrika sind sie trocken, nach Südafrika und Namibia. Und dann auch noch nach Japan, Australien und Neuseeland. Mehr Lüsen utwandert, wenn die Urnten lütt wären und ob die Feller nicht noch wussen ist. Lebensmittel teuer worden sind. Die Menschen Hunger haben. Denn küm dazu Spannung, wenn Geld und Gaut unglück verteilt werden. Sie sind auch utwandert wegen mehr Industrie, hellege Krisen in der Wirtschaft hätt dat geben. Masswies Menschen hebt ihr Arbeit verloren, dat gäf Spannungen. Tau viele Menschen han tau wenig ton Leben. Auch harte Gesetten nach 1848 hebt die Lüd utwandern lorten. Dat küm zu Spannung, tau viele Menschen werden todol inschränkt. Mehr Lüd sind auch utwandert, wenn wat droht hätt, wenn Menschen verfolgt worden sind, wenn Lüd zum Beispiel politisch anders instellt werden oder wenn sie einen anderen Glauben haben, zum Beispiel die Amischen, die Mennoniten und die Juden. Auch sind sie utwandert wie Krieg und generell wie Gefahr für Lief und Seel. Auch Utgrenzung hätte Menschen dann utwandern bräucht und dat Gefühl, dat nie nicht mehr beter ward. Von ein Heimat hebt sie sich wat versprochen, sie hebt hofft, ob ein frei Leben, eigen Land und ein Dach übern Kopf, sicher sehen für Naturkatastrophen, sie wollen gern, dat jed ein nach Schaul gehen kun, sie wollen wat to eten hem, Frieden im Sikrüm, Arbeit und einen freien Globen. Und so sind sie utwandert, entweder zu Faut, mit einem Frachtschiff, mit Personendampers oder mit Planwogens, mit Ossen und Peer. Die plattische Sprache hebt sie mitgenommen und so giftet noch hüt. In Brasilien Pomerano, in Paraguay giftet Plautitsch, dat gift Plattdeutsch in den USA, im Mittleren Westen und auch in Australien. Und so vertellt sie sich hüt noch wat in ihr Tuhus. Der Inhalt für die Grafik kommt als ein Projekt von den 6. Jahrgang in Fach Gesellschaftslehre und Religion an der Heinrich-Roth-Gesamtschule in Bodenfelde. Propkicken worden ist von dem Plattexperten Johann Martin Frahm. Groß Dank geht an die Karl-Töpfer-Stiftung in Hamburg. Und das Länderzentrum für Niederdeutsch in Bremen dankt für die Förderung durch die Beobdruchte von der Bundesregierung für Kultur und Medien. Die Infografiken kann sich jeder in ankicken, runterladen und utdrucken auf www.lzn-bremen.de. Kick mal in.